So, ein herzliches Grüßelgott von eurem Blasi. Ja, warum sind wir heute beieinander? Das hat natürlich einen speziellen Anlass. Ein hohes Kirchenfest steht vor der Tür. Genau, Halloween ist bald wieder. Also, liebe Mädels, fangt schon mal an, dass ihr euch abschminkt. Morgen könnt's ganz normal auf die Straße gehen. Ohne dass sich einer scheucht. Ist doch auch was, gell? Ja, gut. Aber ich muss mich schon ein bisschen fragen, brauchen wir das Halloween in der Form, wie das da ist? Weil manche machen ja ein Brimborium da draus, gell? Dass du schon wirklich manchmal fragen musst, ob bei denen die Grundstücksbegrenzung schon noch vollständig ist. Also, ob die schon noch alle Latten am Zahn haben. Also, ich für meinen Teil, ich brauche das Halloween nicht wirklich, gell? Also, wenn man sagen darf, das, was ich von Halloween hätte, in einem Beutel zusammengefasst, war das ungefähr so. Ja, nein, also wie gesagt, meins ist das halt nicht wirklich, gell. Man kann da auch ganz schön eingehen. Ich weiß noch genau, letztes Jahr, es war ein Tag vor Halloween, Leute an der Tür. Naja, ich denke, ich weiß schon, was los ist. Habe ich aufgemacht, sage ich, oh, zwar ein Tag zu früh, aber ein super Hexenkostüm und die Larve, erste Klasse. Da gehe ich her, habe ich gesagt, kriegst 2 Reiter und gib eine Ruhe. Ja, jetzt hat sich herausgestellt, es war die Nachbarin mit dem Bademantel, mit den Lockenwickeln und wollte sie eigentlich ein Mai ausleihen. Ist jetzt gar nicht so gut angekommen. Möchte man nicht meinen, gell? Aber naja, das ist halt die Gefahr. Vor allem wissen ja viele junge Leute gar nicht mehr, warum wir eigentlich das Halloween feiern. Aber wenn der Moses seinerzeit nicht gegen den Riesenkürbis da kämpft und den dann auch noch da schlagen hätte, ja, wer weiß denn, ob wir da heute alle da waren. Ha? Darum ist das Fest ja bloß bei den Katholiken so wichtig. Halloween ist ja natürlich katholisch. Ha, da ist das ganz weit um. Die Zeugen Jehovas zum Beispiel, die feiern das gar nicht. Nein, die haben gesagt, die mengen das generell nicht, wenn da ständig wildfremde Leute vor der Tür stehen, leiten und dann einfach, das mengen sie nicht. Nein, und darum machen die da nicht mit. Gut, muss man akzeptieren. Ich muss wahrscheinlich nicht extra sagen, dass zu Halloween wieder jede Menge Sonderartikel im Speisefachgeschäft gibt. Und zwar so viel, da gelangst du ans Hirn, ans Ungewaschene. Gell? Ich habe diesmal nur eine ganz kleine Auswahl hergekriegt. Das geht auch bei Halloween-Amerikaner. Wer es mag. Ja, natürlich gibt es auch Chips als Gruselspaß. Wobei ich da sagen muss, also Pombeer, das ist, finde ich, das ganze Jahr wirklich gruselig. Boah. Ja, aber die Krönung, was ich jetzt so gesehen habe, das sind Black Halloween Nuggets. Wir haben früher gesagt, verbrenn die Gickelfetzen. Aber großes Dreifache, like kaufen sie, das Hexte. Und so viel gut sind die nicht. So. Also, das braucht man alles wirklich nicht. Und zwar nach der Reise, wie ich es hergesagt habe. Du kannst alles vergessen. Kaufst das aber durch und wenn du wirklich dann den, wenn du wirklich speien musst, es gibt ja passendes Spucktuch dafür. So. Aber ihr kennt den Blasi, ihr wisst, wer der Blasi ist. Und der Blasi hat gesagt, jetzt ist halt einmal ja so, wie es ist. Halloween ist da. Wenn die Kinder kommen, dann möchte ich da nicht aus der Reihe fallen. Ich besorge Süßigkeiten, damit die Kinder von mir auch was kriegen. Habe ich natürlich überlegt, ja gut, was kommt da gut an, was wird da gebraucht, was mengen die, gell? Ganz wichtig ist, es soll gluten-, laktosefrei sein, vegan natürlich, bio, aus der Region, ohne Nüssen, keine Gelatine, zuckerfrei, ja, low carb halt, ja, halal und koscher. Okay. Habe ich dann das Richtige gefunden, ich glaube, da bin ich recht gut aufgestellt. Es gibt dann Kartoffeln und Zwiebeln. Ha, da wird's schauen, ha? Da wird's lecker. Ja, so was gibt's halt bloß beim Blasi, gell? Ja, aber wie hat mein Opa früher schon gesagt, wer Freitag an der Arbeit hat
und Erdäpfel gern mag, der kann sich im Leben so viel schöne Tage machen, naja, da kannst du nicht früh noch anfangen. Drum gibt's Kartoffeln. Ja, aber mal im Ernst, wenn du da so einkaufst, dann denkst du mal nach, was die heutige Jugend alles für Allergien hat. Also in 20 Jahren, da kannst du eine Bank überfallen, mit einem Backe Milch und da haben viele Nussen. Das ist ja gar nicht mehr zum Vorstellen, sowas. Ja gut, wir haben das früher nicht so schön gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir da ständig irgendwelche Unverträglichkeiten haben hernehmen können. Haben wir aber schon Tierwein braucht. Wenn die Oma gekocht hat, boah. Aber wir haben essen müssen, was auf den Tisch kommt. Oh, das war teilweise, es war nicht schön, aber wir haben die Sachen ja noch nicht kennt, gell. Ja, da haben sie die heutige Jugend, hat's da besser. So, die ganze Zeit da schon Blutstanzen da herin. Habe ich mich neulich schon gefragt, gell. Warum müssen da noch keiner draufkommen, dass er Stanzen mit Glühwürmchen greizt? Ja, dann darfst du in der Nacht wenigstens sehen, was du hier haben musst. Naja, vielleicht mache ich das einmal. War eine Geschäftsidee, glaube ich. Ja, Herrgott, so. Am allerschlimmsten von dem ganzen Halloween ist für mich aber die Verkleiderei. Also das, furchtbar ist das. Für das haben wir doch eigentlich am Fasching, oder nicht? Für uns Männer ist das ganz geschert. Ich kenne einen Spätzl von mir, der hat seine Frau am Fasching kennengelernt. Naja, der hat ja gemeint, die war geschminkt, gell? Ja, hat er ein paar Tage später dann erst gemerkt, dass die wirklich so ausschaut. Naja, du kannst nichts dafür. Was sollst du da machen? Und dann ist jetzt das zweimal ein Jahr. Jetzt schminken sie sich ja an Halloween auch nochmal alle. Naja, und wie sie sich zurichten. Wie sie sich zurichten, die Großen und die Kleinen. Also, jetzt einmal ganz ehrlich. Ein schöner, gescheiter Bud Spencer Film. Der ist ab 12 Jahren. Und warum? Bloß weil sie die das doch herhauen, dass die Schindeln gerade so wackeln. Ab 12 Jahren. Und was ist Halloween? Da laufen die Kleinen mit 5, 6 Jahren umeinander. Kreislig, zusammengerichtet, verkleidet. Weißt du, wo sind sie unterwegs? Brauchst du bloß schauen. Ein Skelett. Oder eine Hex zum Beispiel. Um Gottes Willen. Ja, oder was ist denn noch so kreislig? Ja, ein Zombie. Jetzt geh weg, du bist kein Bier. Ja, so laufen die da umeinander. Oh. Aber am allerschlimmsten sind ja dann die Promis. Die Promis, furchtbar, die machen es ja vor. Da wenn sie, ich habe einmal ein paar, also, was sagt sie zu dem? Das ist aber noch nicht das Schlimme. Manche übertreiben es komplett. Schaut euch mal das an. Der Wahnsinn, oder? Wollt ihr mal sehen, wie der ungeschminkt ausschaut? Ha! Auch nicht besser, gell? Ja. Also ich sage, es ist schon. Sowas müsste ab 16 sein. Minimum. Da habe ich schon Probleme mit dem Einschlafen, wenn ich eine Larven sehe. Ja gut. Aber im Endeffekt, es soll ja jeder machen, wie er meint. Und wie es ihm gefällt. Gell? Kann ja jeder das Halloween feiern. Oder er kann auch so trinken, ohne dass er Halloween feiert. Jeder wie er mag. Mir ist das wurscht. Für mich war es jetzt nichts. Aber auf alle Fälle schon tut es nicht, wenn man sagt, man trinkt einmal was. Gell? Man schenkt sich mal was ein. Drum, in dem Sinne, nehmt euch ein Glasl in die Hand und einen schönen Reformationstag. Euer Blasi.